Guten Morgen. Heute spielen wir das wöchentliche Scharmützel. Die Regeln sind das Mal bei jedem Scharmützel ein bisschen anders. Es geht darum, jeder Spieler erhält zufällig eins von 5 Decks, also der Hauptnationen, um dann damit zu kämpfen. Das ist soweit so klar. Je Hauptnation gibt es ein Deck. Jedes Deck besteht aus 39 Kopien des Elitebefehls. Wieso 39? Die eine Karte besteht ja aus dem Hauptquartier. Und dann kriegen wir diese 39 Elitebefehle, der 3 präsentierten Eliteeinheiten zu seiner Hand hinzufügt, also eine Handvoll Helden. Spieler starten mit einem extra Credit Slot, also wir haben zu Anfangs einen mehr. Jetzt frage ich mich natürlich, wer hat die besten Elite-Einheiten? Ich würde jetzt mal die Engländer wählen, weil die haben ja, dass die Karten günstiger werden. Ich kann gar nicht wählen. Ich kriege einfach was. Okay. Dann macht diese Aussage von zufällig auch wieder Sinn, da ich jetzt zufällig die Amerikaner gekriegt habe und ich gegen die Engländer spiele. Ja, passt soweit. Kann man da an der Uhr drehen? Man kann an der Uhr drehen. So gut. Ist auch wieder eher ein schöner Spielfeldgegenstand. Genau diese Karte habe ich gemeint. Die macht natürlich jetzt, dass jeder Befehl um eines günstiger ist. Wir nehmen jetzt diesen da, dann kann ich auch mal was spielen, wenn der in die Front kommt. Und der hat jetzt natürlich, der erste Befehl ist immer um eins günstiger, sprich der kann jetzt 2 Karten spielen. Konnte ich nicht. Er ist natürlich jetzt immer eine Karte im Vorsprung. Aber ich will ja jetzt mal mit dieser einen Karte in die Front. Brauche einen Kredit. Und dann kann ich noch 2 ziehen. Blitz. Aber er kann mit das Hauptquartier noch nicht angreifen. Was hat der 4 Leben? Okay, der geht jetzt mal in die Front. Dann nehmen wir hier so eine Elite-Karte. Und wir nehmen sicher diesen da. Und spielen diesen auch gleich. Dann wird der Schaden schon mal um 1 reduziert. Jetzt versucht er, ja, genau. Und dann ist der auch schon weg. Und jetzt habe ich 6 Credits. Ich kann also 3 Elite-Karten spielen. Nehmen wir da wieder so Vernebelung. Ich nehme diesen da. Dann nehme ich diesen da. Und dann spielen wir auch gleich. Weil ich muss ja ein bisschen in die Front dann als nächstes fügt einem Feind 4 Schaden zu. Okay, schade. Fügen wir hier 2 Schaden zu, gehen in die Front, hat Hinterhalt, kann er mich nicht zerstören. Dann nehmen wir noch eine Elite-Einheit mit. Die ist spannend. Ich habe wieder keinen Ton. Ich vergesse immer diesen Ton einzuschalten. So, zu beenden. Wer hat denn an der Uhr gedreht? Finde ich cool, dieser. Ich habe wirklich los, war jetzt nicht nett, wenn mir jetzt meine Elite-Einheit zerstört.
setze ich den. Ja, den setze ich jetzt ein. Und dazu noch eine Elite-Einheit. Wir nehmen wieder diesen verdeckten da. Jetzt kommt ja noch so ein... Okay, jetzt muss er ja einen Bomber zerstören oder er muss mir diesen Flieger zerstören. Okay. Nehmen wir mal. Wir spielen diesen da. Elite-Einheit. Ja, ich habe genug Kräfte. Er muss sich dann entscheiden. Ich kann dann mit dieser Einheit kann ich seinen Panzer zerstören. Okay. Da kommt er weg. Also jetzt muss er ja im Prinzip seinen Flieger opfern, um diese Einheit zu zerstören. Okay. Der macht jetzt 3 Schaden. Ja, der muss weg. Der muss in die Front. Wir haben den günstigeren. Sechs oder weniger. Weg. Und noch einen ein. Ja, nur ruhig. Ruhig, Brauner. Also ich habe jetzt genug Schaden an der Front. Der muss mit seinem Flieger meine Einheit zerstören. Jetzt bräuchte ich da meine Elite-Einheit mit Hinterhalt. Die da nicht. Wir setzen noch diesen Panzer ein. Dann macht der weniger Schaden. So, die kann er zerstören. Und 3, das ist zu viel. Wir setzen das ein. Und wir knallen ihm diesen Und jetzt kann er mir nicht beide zerstören.
Aber er hat gewonnen. Was kriege ich jetzt? Hätte ich einmal diese Hinterhalt-Elite-Einheit gekriegt, hätte ich gewonnen. Aber ich spiele gegen einen Japan-Spieler. Ich brauche keine Karte ersetzen, weil es gibt ja nur diese. Der hat auch einen Spezialgegenstand. Kann man das jetzt hier rausnehmen? Okay. Abdrücken, Schluss. Okay. Patronen geht nichts. Ich nehme zuerst diesen da. Ja, der ist doof. Ganz klar viel Schaden. Ja, nehmen wir diesen. Und wir nehmen diesen da. Dann ist ein Flieger weg. Der greift mir jetzt mal an, macht mal viel Schaden. Und jetzt tue ich noch einen mehr davon. Wenn ich diesen Panzer an die Front bringe, habe ich eine Chance zum Überleben. Also jetzt ist ja ganz klar, ich muss jetzt als nächstes muss ich den setzen, brauche ich 3 Credits. 5, 6. Angreifen, einmal angreifen. Und habe jetzt 3 Elite-Einheiten bestellt. Es kann sein, dass er jetzt zweimal diesen Flieger hat und den dann zerstört. Ich bräuchte eigentlich noch was, das mein Hauptquartier ein bisschen schützt. Nehme ich nochmal so einen mit rein. Der weiß jetzt genau, was das für eine Karte ist. Jetzt muss er eigentlich seinen Flieger setzen, genau, und diese Karte aufdecken. Direkt auf mein Hauptquartier. Okay. Das heißt, der muss weg. Jetzt habe ich 4, 8, 12 Schaden. Also wenn die überleben und ich die Runde überlebe, müsste ich eigentlich gewinnen. Also er kann jetzt höchstens noch 2 dieser Flieger haben. Das reicht ihm gerade so, um zu gewinnen. Da kann ich eigentlich hier sein Hauptquartier zerstören. Ich habe genug Schadenspunkte für sein Hauptquartier. Offizierspackung, okay.
wir spielen noch eine Runde. Also jetzt haben wir dann mal Russland und ich habe England. Das heißt, ich brauche ganz sicher mal diese eine Einheit. Diese Russen haben ja auch starke Elite-Einheiten. Das ist einfach die Frage, spiele ich die Spiele? Ja. Eigentlich bräuchte ich da diese Karte, die mir meine Befehle vergünstigt. Nächstes werde ich diesen benutzen. Wenn der beschädigt ist, hat er dann 8 Angriff. Ein Angriff. Ja, das bringt mir nichts. Wir nehmen mal diesen, falls er einen Panzer einsetzt. Beschädigt wird, also nicht von mir, vielleicht beschädigt er ihn ja irgendwie selber. Keine Ahnung, ob das geht mit nur Elite. Okay. Nehmen wir diesen Flieger. Wenn der beschädigt ist, kann ich dann mit diesem Flieger wegmachen. Wir nehmen mal diesen Flieger. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, da kann ich jetzt diesen Panzer, könnte ich jetzt 5 Schaden verursachen. Okay. Jetzt muss dieser Flieger weg. Der hat noch keine Einheit zerstört bekommen. Dann kriege ich nicht so viel Schaden. Und der muss weg. Okay. Diesen Flieger an, damit er Hinterhalt hat. Toll. Was kann ich jetzt machen?
der macht mir jetzt da wahnsinnig viel Schaden. Gut, der macht jetzt 2, 3. Einheit. Mit Hinterhalt 8-1. Den kann ich dann weghauen damit. Da fehlt noch gar nicht eine Elite-Einheit. Okay. Du gehst auf das Deck. Jetzt muss angegriffen werden. Der muss weg. Ist wichtig. Vielleicht nochmal einen. Logisch. Na gut, das hat jetzt gemacht. Also der muss weg. Dann kann ich den wegmachen. Dann gehe ich in die Front. Dann brauche ich vermutlich nochmal so einen. Setze ich den noch nicht ein? Nein. Bombenabwurf. Okay. Wichtig ist ja jetzt, dass er mir nicht wieder mit seinem Panzer kommt. Das heißt, ich muss jetzt den zerstören. Dann muss ich den zerstören. So einen. Und ich mache da jetzt mal. Mache ich da jetzt mal Schaden oder nicht? Zerstöre eine feindliche Einheit.
mal weg. Dann muss ich hier in die Front. Ich brauche noch eine Schaden verursachen. Also viel zu viele Lebenspunkte und ich habe nur 3. Ja, genau. Gibt es noch mehr Lebenspunkte? Okay, der hat eine Infanterie, hat Blitz. Da muss der mal weg. Und jetzt macht eigentlich diese Karte Sinn da. Ich darf jetzt einfach diesen Panzer beladen. Okay, Blitz, Schnellfeuer. Das heißt, ich muss jetzt dieser Einheit in die Front. Der kann mir meine Einheit zerstören. Ist der weg. Jetzt habe ich eigentlich einen guten Buffer in der Front. Okay. Dann machen wir jetzt mal eine Karten. Wenn er jetzt irgendwas Blitziges hat und hier hinkommt, bin ich weg. Okay. Der muss weg. Dann muss dieser da weg. Es muss auch dieser weg. Und dann brauche ich nochmal. Wir nehmen den noch mit rein. Also ich habe noch genau ein Leben. Wenn er nochmals einen Panzer hat, ist es vorbei. Weil dann kann ich, wenn der Panzer einsetzt,
bin ich tot. Okay, wir haben hier... Also ich müsste mal da seine Karten verteuern. Dann müsste ich eine Karte zerstören. Ich könnte diesen zerstören und ich könnte den leben lassen. Also ich greife mal... Ah, geht nicht. Also ich greife mal... Ich zerstöre mal diesen da. Dann... Der auf. Zack. Und einmal verteuern. Das war's dann. Wenn ich eine Karte ziehe, bin ich tot. Hat er gut gemacht. Muss man sagen, leider. Okay, das war's mit diesem Scharmützel. Ist immer wieder lustig, so ein Scharmützel, weil es spezielle Regeln hat. Ist nicht jedes Mal von Elf-Roll gekrönt, aber so ein bisschen Spaß macht es trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.